Gerrit, ich komme hier von Lauen und tue Bauern selbstständig seit 1990. Ich habe 17 Hektare, das ist Zone 3 und 4. Winter tue ich etwa 30 Stück Vieh, etwa 50 Kühe und der Rest ist Altvieh. Und Moni habe ich auch noch gegen. Das ist noch wichtig für mich. Also wir sind eigentlich Nomaden. Im Winter ist man daheim, da wo man eigentlich wohnt. Und nachher eben um diese Zeit fährt man dort zu weit. Das ist eben jetzt hier. Und hier bleiben ich etwa 3 Wochen. Und nachher geht man zu Halb. Da geht der Bruder und die Schwägerin hoch. Hier sind die Kiesen gegen etwa. Und dann sind wir 14 Tage sind wir etwa auf 1700 Meter oben. Und nachher gehen wir weiter hoch auf 2000 Meter mit den Tieren. Und da sind wir 7 Wochen lang oben. Und dann kommen wir wieder an. Einen unteren Berg. Und da ist man dann etwa wieder 14 Tage da. Und nachher so 5. bis 10. September zügelt man dann wieder hier. Und hier ist man dann wieder 3 Wochen. Und nachher geht man dann wieder heim. Und wenn es ganz gut geht, kann man so bis 1. November Tiere weiden. Also man ist selber Herr und Meister. Das ist mal das Ende. Wenn man mal sich verschlaft, so, kommt kein Chef und sieht ihnen alle Schande. Aber die Arbeit muss man also schon machen. Das ist nicht das, was man schön hat. Jetzt im Winter tue ich härter dazu, mache ich ein bisschen Musik noch. Und eben jetzt so um diese Zeit, da hat man Kinder zu tun. Also da hat man manchmal 12 bis 14 Stunden ohne Probleme. Im 2001 habe ich hier geheiratet und wir haben 2 Kinder. Und natürlich, so ein Betrieb, klar, es ist mir schon klar, dass es ein kleiner Betrieb heute leider eben. Aber ohne Frau und Kind, das wäre gar nicht machbar. Weil die tut so schier rund um die Hälfte mit. Und die Kinder eben auch. Also heute verwundert mich also nicht, wenn ein Junge nicht weiter bauen will. Weil wenn er sieht, wenn man angebunden ist, einfach Samstag, Sonntag, klar kann man vielleicht einmal ein Jahr sich organisieren, dass man auch Ferien machen kann. Das geht also schon, das muss nicht mehr, das gehe ich gar nicht. Aber einfach die Angebundenheit, das will heute nicht mehr jeder auf sich nehmen. Und die sagen sich, oh ja, was wollt ihr so viel werden, wenn das Zeug nicht mehr wert ist? Es ist interessanter, vom Produkt das Geld zu bekommen, als über die Bank. Ich weiss noch gut, wo ich eine Sonne bin gesessen. Weiter weg von Bern, von der Stadt. Ich weiss noch gut, wie ich vergessen konnte. Dort hinten beim Lauensee. Also mit der Jodlerei habe ich kann nicht sagen, nicht viel am Hut haben. Ja, es ging gerne gehört und so, aber ich habe immer selber mache volkstümliche Musik. Also wir spielen Handorgel. Schon 35 Jahre mit den gleichen Kollegen. Wir haben wunderbare Dinge zusammen. Und nachher haben sie im 1994 hier den Club gegründet. Also Gründungsmitglied bin ich nicht. Und nachher bin ich im 1996 bin ich hier auch in den Club getreten. Da haben sie mir gesagt, ich soll doch auch kommen. Und da bin ich mal gesagt, ich soll schauen, ich kann ja mal. Und dann plötzlich ist es darum gegangen, für einen Dirigenten zu suchen. Und dann habe ich den Dirigentenkurs gemacht, im 96 glaube ich. Und danach, das war schon noch nicht gerade alles. Da muss ich sagen, als wir da die ersten Auftritte hatten, das wollte ich heute nicht mehr hören. Also ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen da dahinter. Aber ich muss sagen, als ich die Leute kennengelernt habe, die damit zu tun haben, das sind eigentlich ganz andere Leute, die können nicht vor volkstümlichen Sparten. Da musste ich sagen, das ist ein grosses Glück, wie er es macht. Das bedeutet schon Aufwand. Ja, also am Anfang bin ich nicht gerade so hell begeistert gewesen, aber die vom Club, die mir allermeisten, haben das irgendwie wählen. Und da konnte ich nicht vor dem Glück stehen. Und jetzt sind wir mit drin, und jetzt muss ich sagen, jetzt weiss man, wie der TÜV läuft. Ich kann sogar sagen, es gefällt mir eine Art noch. Nicht Berührungsangst, aber heute wird viel Schlager aufgenommen von den Jodlerclub. Einfach rein als. Und das hat mich nie so wahnsinnig angesprochen. Aber hier, wo der Komponist es selber interpretiert, da hat es mir einfach gefallen.
Das muss ich sagen. Einfach, An das Gefühl, das Singen ist gar nicht so einfach. den Einer vom Club einfach nicht gerade so singen wie zum Beispiel Sören Müller. Das muss man nicht davon meinen. Ja, das ist also, wie gerade gestern Abend haben wir Singübung gehabt. Und da haben wir zusammen gesehen, das ist eigentlich fast ein bisschen gegangen wie im Dienst. Wir mussten warten, die Zeit wieder pressieren. Aber gesamthaft gesehen ist das ein wunderbarer Tag. Ja, für uns Klübler und natürlich auch die Leute, die dabei waren, das war kein Ketz. Das ist halt ganz klar gesehen worden, wie sie es haben. Einfach angenehme Leute, muss ich sagen. Also der Göhle habe ich sehr gut erlebt, wenn ich ihn hätte gefragt, für das Mondristillieren, hätte die Göhle sicher gesagt, da komme ich helfen. Sören Müller ist natürlich nicht der Krampfer, so wie Göhle, das ist klar, der ist einfach der Musiker. Aber das ist schon sehr angenehm, Porsche. Ich habe mit ihm etwa eine halbe Stunde zusammen mit ihm laufen dürfen. Das war eben interessant. Also wenn er erzählt hat von der Zeit, als er das Lohnesee-Lied komponiert hat. Das war eben interessant, weil